Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde. Ich muss das Intro heute hier machen, weil draußen knallt die Sonne schon wieder vom Himmel. Temperaturangabe? Draußen 21 Grad im Schatten. 21 Grad im Schatten ist eigentlich nicht warm, aber ich sage euch, es ist so heiß. Darum sieht unser Plan heute eigentlich auch vor, wirklich mal im Meer baden zu gehen, den Tag am Strand zu genießen. Aber ich muss euch noch etwas erzählen. Wir haben gestern Abend ein Pärchen mit Kind getroffen, die wir jetzt schon 3-mal getroffen haben insgesamt hier in Dänemark. Irgendwie trifft man sich immer auf den gleichen Stellplatz wieder und die waren letztes Jahr mit ihrem Van, mit einem Mercedes Sprinter in Amerika. Haben da 6 Monate lang das Land bereist, einmal quer durch und wieder zurück. Sie haben das mit, wie heißt die Organisation? Seabridge gemacht. Und wusstet ihr, dass das unter 2000 € kostet, um das Auto darüber zu verschiffen? Und dazu muss man sich auch nur 2 Wochen vorher anmelden. Ich weiß ja nicht, ob ihr vielleicht heute noch... Das war noch... ein Bus so groß wie unser. Ja, das eben, Mercedes Sprinter. Toyota Yaris oder so. Genau, und... ja, ich muss mir das Ganze jetzt heute mal anschauen, weil das ist natürlich schon cool. Wir suchen ja vielleicht schon ein bisschen nach dem nächsten Projekt. Wir haben ja bald die 47 Länder, wenn alles klappt. Und das klingt schon mal nach einem richtigen Abenteuer. Und ich wusste wirklich nicht, dass das so günstig ist. Wir machen jetzt erstmal Frühstück, da seid ihr natürlich mit dabei. Danach geht es weiter quer durch Dänemark, hoffentlich an einen wunderschönen Strand. Guten Morgen, los geht's. Das Ganze sieht heute dann so aus. Wir sind immer noch am gleichen Ort wie gestern, als ich euch den kleinen Stellplatz gezeigt habe. Ich verlinke euch den auch noch mal unten in der Infobox. Ist echt cool, direkt am Wasser, ziemlich ruhig, kostenlos mit Toiletten und Duschen. Die sind allerdings noch kalt. Und jetzt schauen wir mal, was es da zum Frühstück gibt. Honig, Nutella, ihr wisst es, das muss natürlich sein. Brot und der Kaffee kommt gleich. Chef hat gerade noch ein anderes Ziel ausgegeben für heute, und zwar Sonnenbrille kaufen. Das ist meine hier und die muss ich jetzt langsam aber mal beschützen. Ja. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me. 'Cause I was made to be free. Neue Sonnenbrille haben wir noch nicht, dafür haben wir unseren Stellplatz für heute gefunden. Es ist noch nicht mal 12 Uhr mittags, aber diesen Stellplatz, den möchten wir so früh wie möglich erreichen und dafür fahren wir jetzt auf Sand. Den Tipp für diesen Platz haben wir noch in Norddeutschland erhalten von unserem Nachbarn. Der hat uns schon einen anderen Tipp gegeben für Ribe und da waren wir ja auch hellauf begeistert und deshalb fahren wir jetzt hier auch hin, weil hier soll es halt erlaubt sein, am Strand zu übernachten. Und der Strand an sich soll auch fest genug sein, dass man den befahren kann. Ob das Ganze wirklich korrekt ist, das werden wir ja jetzt gleich sehen. Stellplatz für die Nacht ist so noch nicht gefunden. Es hat ganz viele Verbotsschilder. Das müssen wir jetzt erstmal austesten, wie das Ganze funktioniert hier. Aber das Wetter ist so schön heute wieder, dass wir einfach einen Strandtag daraus machen. Mal nicht umherrennen, mal nicht umherfahren. Wir packen unsere Bücher und Hefte ein und ein bisschen was zu knabbern, oder? Und dann legen wir uns hier unten an den Strand und dann schauen wir mal, wie der ganze Tag weiter verläuft. Ob hier noch wo muss kommen oder stehen bleiben, das ist für uns dann immer so ein Indikator, dass man stehen bleiben kann. Ja, wir genießen jetzt diesen Samstag, ist es bei uns. Bei euch müsste es eigentlich auch Samstag sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nach dem Strandspaß wieder.
fertig Sonne genossen für den Moment. Wir haben uns ganz schön verbrannt. Mit solcher starken Sonne hätten wir gar nicht gerechnet. Eigentlich wollten wir ja hier bleiben über die Nacht, aber das ist wieder mal unter Strafe verboten. Das sagt auch Park4Night, obwohl es hier wirklich ein wunderschöner Platz wäre, auch mit Toiletten, Entsorgung und Duschen, alles komplett. Aber wenn es verboten ist, dann machen wir es natürlich auch nicht. Darum fahren wir jetzt weiter. Wir haben schon den ersten Platz rausgesucht und ja, mal schauen, was uns dann da erwartet. Aber es war wunderschön. Myself and myself only. I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to. Before I saw who I could be, kept thinking. Wir haben den Stellplatz für diese Nacht gefunden und es ist wieder mal ein Marina-Stellplatz. Super cool, ihr wisst alle, ich liebe die besonders. Und ich habe auch schon das Ticket gelöst, um hier übernachten zu können. Das ist gar nicht so einfach, aber eigentlich eine ganz coole Möglichkeit. Ich gehe jetzt duschen und nehme euch mit und erkläre euch, wie das Ganze funktioniert und zeige euch noch ein bisschen die Marina. Steffi bereitet in dieser Zeit das Nachtessen vor auf unserem super coolen Feuerdesign-Grill und dann genießen wir hier noch den Abend. Es soll auch Robben geben. Wir haben ihn noch nicht gesehen. Also kommt mit, gehen duschen. Also schaut mal, da kommt man hier in so einen kleinen Raum rein und dann hat es hier einen Bezahlungsautomat. Sprich, man braucht eine Kreditkarte und dann kann man hier die Sprache auswählen. Genau, auf Deutsch. Und dann habe ich ein Reisemobil. Das kostet 125 Kronen pro Tag, ist natürlich richtig viel. Plus wird ein 100 Kronen, also insgesamt hat man den 225 Kronen bezahlt, draufgeladen. Und das ist dann Kredit, sprich hier unten kommt danach so eine Karte raus. Das ist die hier und mit der bezahlt man dann Strom, Duschen und so weiter. Man kann also überall die Karte reinschreiben und am Ende des Tages steckt man dann die Karte wieder hinein und dann wird das abgezogen, was man effektiv auch verbraucht hat. Eigentlich ein echt cooles System, ein bisschen teurer Platz und jetzt schauen wir zusammen noch die Duschen an. Jetzt sind wir hier in der Dusche, genau das gleiche System. Man hält also dann hier die Karte drauf. Und dann wird abgezogen. Jetzt probiere ich das Ganze mal aus, aber erst muss ich mich ausziehen. Also wir halten das jetzt mal hier hin. Willkommen, restliche Zeit. Okay, ich habe jetzt geduscht, aber ich habe einen Fehler gemacht. Man muss die Karte hier unten reinstecken und nicht draufhalten. Sonst muss man jedes Mal als 30 Sekunden wieder die Karte draufhalten, weil 30 Sekunden kosten 1 Kron. Wenn man die unten reinsteckt, dann kann man einfach duschen. Aber die Dusche war perfekt, alles super. Und jetzt schauen wir mal, wie weit Steffi ist. Ach ja, die Karte kann übrigens noch viel mehr. Man kommt nämlich wirklich auch in die Sauna. Dieser Platz hat auch eine Sauna. Ich glaube, das wird uns in den ersten Wochen und Monaten noch mehr begegnen. Ganz vorne im Wasser, da hat es eine Sauna, eine kleine. Mit der kommt man dann auch mit dieser Karte rein. Und ja, ich freue mich halt jetzt schon auf die Stimmung hier Abend. Wir sind nur 3 Mobile heute, bis jetzt. Der Platz liegt ein bisschen im Landesinnern. Wir zeigen euch das mal kurz auf der Karte. Und verlinken euch den Platz unten, der ist nämlich wirklich cool, auch mit dem Restaurant und so. Haben eine gute Wahl getroffen. Zwar mal wieder bezahlt, aber in Dänemark muss das halt zwischendurch sein. Heute vom Feuerdesign Grill Burger und Poulet, also Hähnchen für Steffi. Sieht schon richtig lecker aus. Der Feuerdesign Grill macht übrigens auch bei Windstärke, weiß auch nicht wie viel, eine echt gute Arbeit, obwohl er sich vorher mal ganz schnell selbst entzündet. Das hat mich ein bisschen gewundert, aber jetzt alles wieder in Ordnung. Freuen uns auf ein leckeres Abendessen und vielleicht dann noch ein paar Robben. Wir halten weiter Ausschau. Und diese Sonnenbrille gefällt mir immer besser. That's my choice, what I need to be free. Still thinking how real love should feel when I know that it's not about you, just me. Guten Morgen und schon ist der erste Tag angebrochen.
gesprochen. Gestern haben wir leider nicht mehr so viel erzählt. Wir haben dann abends noch ganz lange und viel gearbeitet, Video geschnitten und so weiter, Bilder bearbeitet. Das gibt es halt auch bei uns. Es ist nicht nur Reisen, es ist auch viel Arbeiten, aber naja. Das Coole hier ist ja, dass immer so bis um 11 Uhr abends hell ist. Das heißt, man wird überhaupt nicht müde und hat wirklich Energie für den ganzen Tag. Das macht riesig Spaß, weil man hat einfach so viel vom ganzen Tag. Ich versuche euch das dann heute oder im nächsten Video mal zu zeigen, wie sich das Ganze darstellt. Das ist echt speziell. Heute das Wetter ein bisschen schwierig. Die letzten Tage hatten wir ja echt richtig Wetterglück. Es hat immer blauen Himmel. Wir hatten nie ein Stromproblem. Heute jetzt sehr bewölkt. Es ist auch Regen angesagt. Mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Für uns gibt es jetzt erstmal Frühstück und das natürlich draußen. Mal schauen, was es gibt. Ich glaube, es gibt da was Spezielles. Und ja, danach mal schauen, wo es weitergeht. Wir suchen heute wahrscheinlich auch einen Platz, wo wir ein bisschen arbeiten können, weil halt das Wetter nicht mitspielt, aber werden sicher noch ein paar Meter fahren und vor allem werden wir nachher noch einen kleinen Spaziergang machen hier um die Marina, weil es soll ja irgendwo Robben geben und die wollen wir noch sehen. Es gibt Sonntagsfrühstück, rote Böhnchen direkt aus Großbritannien, die haben wir noch in Karl gefunden, die war noch über und so sieht dann heute das Gedeck auch ganz schön. Und Robben beobachten, oder? Ja, ich hoffe, wir sehen noch eine. Oder zwei oder drei. Sagst du den Leuten auch noch guten Morgen? Oder? Ich bin noch fast zu müde für das. Tja Leute, das war's mit dem schönen Wetter. Wir sind nach drinnen geflüchtet. Tja, man kann ja nicht immer Südsee-Flair haben. Und jetzt haben wir aber noch einen Tipp für euch. Und zwar haben wir doch eine neue App, oder? Ja, genau. Ich habe mir mal schnell dein Telefon geschnappt. Das ist die App DACF. Und das ist der dänische Wohnmobilverbund. Ich mache das mal auf und dann seht ihr hier, jetzt gibt es hier ganz viele Plätze in Dänemark. Das Schöne, die sind alle auf Deutsch beschrieben. Wir sind jetzt hier in der Region, da kann man zum Beispiel mal hier drauf gehen. Und dann sieht man da, das kostet 57, das ganze Jahr offen. Die Größe, wie große Mobile da Platz haben, wie viele Plätze es hat, die genaue Adresse mit Koordinaten. Und hier hinten sieht man auch noch Einrichtungen. Der Platz jetzt hat zum Beispiel WLAN und in weniger als 500 Metern ist ein Einkaufsladen und Restaurant. Und was sind jetzt die Vorteile gegenüber Park4Night? Es sind tatsächlich viel mehr Plätze darauf. Die Plätze, die kosten halt die meisten. Das ist ja aber auch normal hier in Dänemark. Aber man findet zum Beispiel auch hier jetzt einen für 10 €. Der bietet dann Strom, Wasser und da darf man auch grillen an. Und das sind dann viele solche Farmplätze, also bei Bauernhöfen oder bei Privaten. Manchmal hat es noch ein paar Informationen mehr dazu. Also wir verlinken die App mal unten, würde ich sagen. Genau, hier hat es jetzt zum Beispiel noch einen kleinen Beschrieb und da kann man dann zum Beispiel auch Wein und Honig aus der eigenen Zucht probieren und kaufen. Und das ist schon ziemlich cool. You and I, we're always on the edge. We fight and make love at the same time. Would you break up just because I told you what I did last night? Am Straßenrand sehen wir immer wieder die Schilder Nie Kartoffler. Und jetzt haben wir einfach mal gestoppt, weil wir waren hier eh schon langsam unterwegs und haben uns einen Sack neue Kartoffeln geholt für 25 Kronen. Das sind ungefähr 4 Franken. Aber wir schreiben euch das mal noch schnell unten hin. Und die gibt es dann wahrscheinlich mal vom Grill oder so. Schlafplatz für heute Nacht ist gefunden. Geschafft, wir sind super froh, obwohl ob man hier stehen kann, keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall kein Verbotsschild. Wir sind angekommen im Thy-Nationalpark, ich schreibe das unten hin und das muss ein ganz spezieller, außergewöhnlicher Nationalpark sein. Ihr seht im Hintergrund See, Wald, alles was dazugehört. Aber ich denke für das Video heute, das war genug. Jetzt wollte ich eigentlich mit euch zusammen noch den Dänemark-Sticker anbringen. Wir haben hier ja ganz viele Sticker mit dabei.
Und vielleicht habt ihr das schon im Video gestern, also im letzten Video, gesehen, dass wir hier auf der Seite ganz viele Sticker haben. Also sprich alle 34 oder mittlerweile noch 33 Länder, die wir bereist haben. Und eigentlich wollte ich jetzt hier mit euch den ersten anbringen. Aber das Auto ist so dreckig und vorher hat es so geregnet, dass wir das jetzt einfach verschieben. Wo ihr die Sticker bekommt, das findet ihr unten in der Infobox. Da haben viele von euch schon nachgefragt. Die gibt es bei unseren Bloggerfreunden von Waterbus. Und beim nächsten Mal ergänzen wir dann auch diese Liste hier mit dem 34. Land Dänemark. Ja, ist schon unglaublich, was wir über die ganze Zeit jetzt schon erlebt haben, und ich freue mich so sehr jetzt auf den Norden, vor allem auf Norwegen. Ich habe jetzt heute Nachmittag noch viele Tipps eingetragen von euch, von Magazinen, und ich glaube, das wird wirklich sehr schön. Also ich freue mich auf jeden Fall extrem auf die Zeit da oben. Aber das war es jetzt von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, schreibt unten in die Kommentare, wart ihr auch schon in Norwegen? Wie gefallen euch die ersten Videos jetzt aus Skandinavien? Es nimmt uns natürlich sehr Wunder. In der nächsten Folge erkunden wir den Nationalpark ein bisschen, gehen wandern und erzählen euch noch ein bisschen mehr hier über die Gegend. Für heute war es das, aber wir sagen Tschüss, oder ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, bye bye.